Den Herr Baumwitz wird. Ja, merci, Herr Präsident. Als allererst will ich mich entschuldigen, dass ich zu diesem effektiv ganz wichtigen Gesetz just ganz sommair intervenieren. Eigentlich sollten mein Kollege David Wagner dazu Stellung holen, dass ihm leider nicht möglich gewesen, und ich wünsche ihm von hier auf jeden Fall eine gute Besserung. Was ich zu diesem Gesetz so muss, ist, dass eng von den zentralen Fragen an Eisenorden aber noch immer nicht geklärt ist, nämlich das, was dann die gesellschaftliche Rolle, was die gesellschaftliche Aufgabe von der Universität soll sein. Soll es ein Mittel zum Zweck von ökonomischen Interessen, ökonomischen Aktivitäten oder also eine Institution von wissenschaftlicher Wissensvermittlung? Schon dem Rapporteur intensiv no gelauscht hat an schon aber auch schon gleich als den ersten Satz ganz stark ein Pendant zu dem ersten Herren, nämlich dass es ganz viel darum geht, ein Esprit d'entreprise zu schärfen, dass es zu wirtschaftlicher Kompetitivität beidrohen, was alles sicherlich Elemente davon sind, von der Aufgabe von einer Universität, so wie wir sie als vorstellen, aber sie kann sich auf keinen Fall darüber beschränken. Ich meine, dass aber auch dieses Projekt auch von den verschiedenen fortschrittlichen Akzenten durchaus setzen kann, dass es auch immer verhaftet bleibt an einer fundamental liberaler Orientierung, die ganz utilitaristisch gedurcht ist. Auch Madame Tanson hat für Druscher gesagt, dass durchaus bei ganz vielen Sparten berechtigte Kritiken gibt, dass die Orientierung der Wirtschaftlichkeit, Return on Invest ganz stark an bestimmte Bereiche primiert für dem, was eigentlich Mission publique misst sein, aber doch die Freiheit von der akademischen Forschung misst durchstellen. Wenn dann natürlich mit der liberalen Enquerung eine Universität zum Teil wie ein Betrieb, wie ein privatwirtschaftlichen Betrieb geriert, dann stellt das für uns natürlich ein ganz rich Probleme, auch Probleme von der Art und Weise, wie geriert wird, dass an der Vergangenheit die Probleme, das ganz stark Zentralisierung ging als mit einer Top-Down-Decisionsfindung, dass dadurch mit diesem Projekt ja noch diese punktuelle Verbesserungen auch nicht prinzipiell aus dem Wegeraum, dass wir mengen, dass den Universitätsrat noch immer nicht das Gegengewicht zum Conseil de Gouvernance durchstellt, wie das eigentlich müsste sein, und dafür auch die Mitbestimmung, auch wenn es ganz kleine Fortschritte gibt, nach wirklich hinter dem zurückleitet, was den sich eigentlich von einer Universität müsste erwerben, und dafür werden wir auch uns bei diesem Projekt enthalten. Merci. Merci auch. Dann wird den Herr Franz Fayo.